Es ist Samstag, der 30. Mai. Ich begrüße euch herzlich mit 4. Mose 22, 18, der heutigen Losung. Bileam sprach: Wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des Herrn. Und dazu passend 2. Korinther 2,17: Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott redet, so reden wir vor Gott in Christus. Geschäfte machen aus Gottes Wort oder mit Gottes Wort, das heißt Geld und Geist, das ist ein ewiges christliches Thema. Es gibt Kirchen, Freikirchenwerke, die auch als Geschäftsmodell funktionieren, wo das ein wichtiger Bestandteil ist. Solche Dinge gibt es seit Ananias und Sapphira, irgendwie mit dem Geld schon Probleme hatten, oder seit Simon der Zauberer den Heiligen Geist kaufen wollte. Ich hatte eine Predigt in einem Nachbardorf vor einigen Jahren und ich möchte damit nur illustrieren, wie Geld und Geist miteinander verwoben sind und welche abenteuerlichen Gedanken man dabei haben kann. Es kamen 3 Personen. Angestellt waren auch 3 Personen, Sigrist, Organistin und ich. Und am Ende des Gottesdienstes habe ich mich gefragt, wie ist jetzt das mit dem vielen Geld, das diese Veranstaltung gekostet hat? Umgerechnet der Dienst der 2 Angestellten ungefähr 450 Franken, mein Dienst, eine Predigt gerechnet zu halten und einen Tag Vorbereitung auch diese Summe, 900 für 3 Personen, die gekommen sind, 300 Franken pro Person, werden diese Menschen nicht vergoldet. Und ist es nicht schön, man könnte vielleicht sogar in einen Gottesdienst gehen, wenn man weiß, wie wertvoll man dann für die Kirchensteuerzahler sein wird. Die zahlen dir 300 Franken, damit du eine Predigt hörst. Und natürlich auf die andere Seite herum kann man sagen, man zahlt einen solchen Dienst an 3 Personen mit einer solchen Summe, da kann sich auch ein Pfarrer, ein Sigrist, eine Organistin von nennen. Natürlich sind diese Rechnungen nicht seriös, das ist mir schon klar, denn die Systeme laufen ja, ob viele oder ob wenige Menschen kommen, und trotzdem gibt es Anlass zu sagen, eigentlich ist das Verhältnis von Geld und Geist in den Großkirchen ein bisschen verworren, zumindest um das Wenigste zu sagen. Auf dem Gebiet der Religion, der Spiritualität, dieser Urbedürfnisse der Menschen hat man schnell herausgefunden, dass sie leicht bewirtschaftbar sind. Denn die Menschen werden ja erpressbar, wenn es um Schuld geht, wenn es um Fragen des Lebens nach dem Tod geht. Ablass im alten Sinn des Wortes, wie es das Mittelalter gab, wie es das Mittelalter pflegte und wie Luther es angetroffen und bekämpft hat, gibt es natürlich nicht mehr, aber in anderen Formen, würde man sagen, ist es nach wie vor ein Geschäft mit der Angst der Seelen. Da kam ein Afrikaner in unsere Kirche, man hatte ihm mir empfohlen, er hat eine feurige Predigt gehalten, wie wir Gottes Mitarbeiter, Gottes Geschäftspartner, Gottes Partner überhaupt sein können in seinem Reich, dass wir als Partner eingeladen sind. Er hat viele Junge angesprochen und hat von den Projekten in Afrika erzählt. Meine Söhne waren teils auch dabei, haben auch gespendet, was sie sonst in einem solchen Zusammenhang nicht getan haben. Und dann ist dieser Mann mit der ganzen Summe, die er in der Schweiz zusammengetragen hat, durchgebrannt, hat sich teure Kleider gekauft und meine Söhne mussten dann recht gut motiviert werden, um wieder einmal in eine Predigt zu kommen. Geld und Geist, wenn man sich das vor Augen hält, so hat ja beides irgendwo seinen Wert, beides seine Bedeutung. Auch beim Geld muss es nicht unbedingt eine schlechte Sache sein. Wir haben früher etwa auch mal eine Mahlzeit bereitet mit den Schopftindlingen, diesen weißen Pilzen, die am Wegrand stehen. Die schmalen, wunderschönen, die dann eben langsam in Tinte verfließen, wenn sie überaltert sind.
Und da lässt sich ein guter Pilzsalat machen. Aber wehe, du nimmst Wein dazu. Der Tintling ist gut, der Wein ist gut, aber zusammen ist es eine Mischung, die dich ins Spital bringt. Der Schopftintling kann jetzt im Vergleich für das Vergängliche stehen, denn eben er zerfließt buchstäblich vor laufender Kamera, wenn man so will. So ist es auch mit dem Geld, es ist etwas komplett Vergängliches. Das Problem ist nicht das Geld, sondern was die Menschen daraus machen, wie sie es anlegen, wie sie es instrumentalisieren, wie sie ihr Herz daran hängen. Gottes Reich hingegen ist ein ewiger Wert. Wir vergleichen ihn jetzt hier mit dem Wein. Und es braucht ja kein Safe, um darin aufbewahrt zu werden, sondern es lebt in den Herzen von Menschen, Gottes Geist. Geld und Geist ist schon auch ein Spannungsfeld und man merkt, dass man nicht immer so locker damit umgehen kann. Mir wurde mehrmals eine Trauung nicht bezahlt, die ich gehalten hatte. Und da merkte ich schon, es gibt gewisse Gefühle. Jetzt bin ich betrogen worden, man hat mich über den Tisch gezogen, man hat diesen Dienst als wertlos eingeschätzt. Und da würde man eigentlich kämpfen dafür, dass das jetzt noch ins Reine kommt. Und ich merkte, es ist eigentlich ein guter Anlass, wenn solches geschieht, um genau über diese beiden Größen ein bisschen klar zu kommen und darüber nachzudenken. Schlussendlich sagte ich mir, ich trieb das Geld nicht ein. Die Hochzeit ist das beste Bild für den Himmel, für die Zeit, die kommen wird. Denn jedes Mal, wenn die Hochzeitsglocken läuten, sieht man auch schon etwas von der himmlischen Braut, die Braut Christi. Jedes Mal, wenn die Ringe angesteckt werden, jedes Mal, wenn ein Ja-Wort ausgesprochen wird. Es sind immer heilige Momente und sie erzählen eine zukünftige Geschichte. Weshalb sollte ich denn diese Sache jetzt noch mit meinen angeblich rechten Ansprüchen auf irgendeine Entlöhnung belasten? Nein, ich habe es einfach sein lassen und ich habe mir gesagt, zu viel ist hier drin von der Braut Christi, zu viel von diesem unvergänglichen guten Wein. Geld und Geist ist natürlich eines der ältesten Themen der Menschheit. Das fängt bei Kain und Abel schon an. Kain hieß ja der Gewinn, das hebräische Wort. Abel der Hauch. Und dieser Gewinn konnte es diesem Hauch nicht gönnen, dass er ein gutes Opfer darbrachte. Da spielte sein Denken, sein materielles Denken eine bestimmte Rolle. Und zurück kommen wir jetzt zu Bileam. Er hatte gerade ein unglaubliches Wunder erlebt mit dem Esel, der gesprochen hat. Er wusste, Gott kann wirklich alles. Und wenn Gott einen Esel zum Sprechen bringt, bringt er auch einen Magier zum Sprechen, einen, den man sonst mieten kann für schwarze Magie. Genau deshalb wurde er von Balak angefragt, um ein Volk zu verfluchen. Aber unterwegs, im Vorfeld, hatte er dieses Erlebnis und er wusste, gegen Gott kann man nichts tun. Deshalb sagt er, du kannst mir ein ganzes Haus voll Gold geben, ich werde gegen diese Macht nichts ausrichten können. Ich will es auch nicht. Man könnte ja das Gold einer ganzen Welt zusammensammeln und das Silber noch hinzufügen und sagen, wenn wir mit diesem allem, den Schätzen der ganzen Welt, einen Esel zu sprechen bringen, dann hätten wir das größte Wunder der Menschheitsgeschichte zustande gebracht. Aber alles Geld investiert in alle Wissenschaft, die wir haben, würde nicht reichen, um so weit zu kommen. Also kann der Prophet nicht anders, sondern er spricht eine der schönsten messianischen Verheißungen aus, die wir überhaupt im Alten Testament finden, nämlich der Stern aus Jakob wird aufgehen. Mit der Unabhängigkeit vom Materiellen, vom Geld also, steigt die Qualität des Geistes. Nämlich Jesus sagt uns ja, da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wenn die Seele auch noch so Angst hat und Sorgen hat und sich windet in gewissen Einschränkungen und mit der Sicht auf die Zukunft, wird doch ein festes Herz, das Gott kennt und seine Versorgung mit einrechnet,
wird sich nicht bedrängen lassen von der Seele. Und die Motivation des Dienstes, die gegen außen sichtbar wird, wie es bei Paulus war, der nicht immer Kollekten für sich einsammelte und nicht dem Geld nachrannte und jedem noch einen Einzahlungsschein in die Hand drückte. Diese Motivation des Dienstes, die mit Geld eigentlich nichts zu tun hatte, hat das Vertrauen in Paulus ungemein stark gemacht. Das Vertrauen wächst im Quadrat zu dem, wie die Bedeutung des Geldes abnimmt. Genauso wie das Misstrauen im Quadrat wächst, wenn das Geld eine große Rolle spielt. Man kann zwar mehr Geld eintreiben, verliert aber doppelt so viele oder x-fach so viele Menschen. Der unentgeltliche Dienst wird auch Gott Gelegenheit geben, sein Wesen zu offenbaren und das Vertrauen in ihn zu stärken, in einem x-fachen Maß zu dem, was man vielleicht eben als Verzicht auf sich nimmt, wenn man nicht immer ans Geld denkt. Ich schließe gern mit einem knackigen Beispiel. Ich besuchte eine Familie in den USA, eine Pastorenfamilie, befreundet seit vielen Jahren, und hörte folgende Geschichte. Die Tochter machte eine Ausbildung, eine biblische Ausbildung, eine Art Bibelschule, um dann sozial arbeiten zu können unter Drogenabhängigen. Und sie hatte dieses Geld nicht, die Familie hatte dieses Geld nicht für die Ausbildung, und sie wusste, dass es ein Ruf Gottes ist, und sie meldete sich an und hätte auch schon die Anzahlungen machen müssen. Aber ihr Geist brannte und ihre Finanzlage war ebbe, und so kam es, dass einfach Geldnoten aus ihrer Agenda herausfielen. Geldnoten aus der Agenda. Und das geschah nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und es fiel so viel heraus, wie sie bezahlen musste für diesen materiellen Teil des Dienstes, denn jeder Dienst hat einen Anteil an materiellen Aspekten. Und ich kann für mich selber die Schlussfolgerung ziehen, eine kulinarische Schlussfolgerung. Wenn wir schon Wein haben, dann nicht zu viel Schopftintlinge dabei, weil diese beiden Dinge, die kann man separat nehmen. Das eine hier, das andere dort, das eine jetzt, das andere später, wie auch immer. Wenn man es separiert, wird man nicht mit Bauchschmerzen durch den Tag gehen müssen. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.